Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ich habe langsam keinen Bock mehr auf Fußball. So macht Fußball keinen Spaß. Ihr habt das gestern alles selber gesehen, gehe ich mal von aus, oder die Zusammenfassungen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war gestern so emotional geladen, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, was soll ich heute großartig sagen? Oder inwieweit soll ich das Ganze bewerten? Oder wie soll ich überhaupt die Worte dafür finden? Weil für mich war gestern Abend klar, wenn ich jetzt sofort die Kamera anschmeiße, dann kommt noch mehr emotionaler Blödsinn dabei raus als wie sonst in solchen Situationen. Ich habe mir dann gestern Abend nochmal das aktuelle Sportstudio angesehen im Anschluss, nachdem ich zurück aus dem Stadion war, und wenn ich dann höre, dass selbst die Leute im Sportstudio sagen, das gestern war ein Elfmeter. Wenn ein Nico Kovac sagt, das war ein Elfmeter, dann war es ein Elfmeter. Diese VAR-Orgie gestern, die hat mir wirklich komplett den Abend versaut. Ich könnte jetzt natürlich die ganzen Szenen des Spiels nochmal rekonstruieren, aber macht ehrlich gesagt für mich keinen großartigen Sinn. Wir beschränken uns auf die einen oder anderen, ja, aus neutraler Sicht Highlights des Spiels vom gestrigen Abend, aber das hier wird irgendwie eine Grundsatzdiskussion über den VAR und ob die ganze Sache überhaupt noch Sinn macht. Machen wir uns nichts vor, sicherlich sind wir schuld an den 2 Toren, die wir kassiert haben. Und machen wir uns nichts vor, ja, okay, das war eine rote Karte für Simpson Pusey. Allerdings, das ist wieder diese ganze Sache mit dem VAR und dieses ganze Einschreiten und dass der Schiedsrichter in keinster Weise mehr großartig unabhängig agieren kann, nur noch rein autonom und beeinflusst. Der Typ selber hat mir auch gestern nicht gefallen. Viele seiner Entscheidungen fand ich willkürlich. Ich sage ganz ehrlich, das war vor einigen Wochen, ja, ist jetzt kein Front gegen Dortmund, aber aus Dortmunder Sicht war das in Sachen Schlotterbeck nur eine gelbe Karte. Bei uns ist es direkt eine rote Karte. Ja, ich weiß, Simpson Pusey tritt ihm da in die Hacke, aber man sieht ja auch irgendwie, dass es nicht gerade Absicht war, sondern eher mehr Unbeholfenheit. Da kann man auch mal 5 gerade sein lassen und sagen, ist eine gelbe Karte, und beim nächsten Mal fliegst du vom Platz. Aber ne, direkt greift der VAR ein, ja, da muss die gelbe Karte zurücknehmen, ist glattrot, aber absolut glattrot. Und klar, ab so einem Moment, da weißt du ganz genau, das Spiel ist fast schon gelaufen, weil mit 10 Mann gegen eine kadermäßig deutlich stärkere Mannschaft wie der BVB, da hast du eigentlich kaum noch eine Chance. Allerdings, in Anbetracht dessen, dass wir kaum noch eine Chance hatten und dann auch noch das zweite Tor kassiert haben, in der zweiten Halbzeit, muss man ja sagen, wir haben uns ja wirklich beeindruckend zurückgekämpft, oder es zumindest versucht. Da sage ich auch noch im Video zuvor, hatte Girassi jemals gegen uns getroffen, und jetzt trifft er auch noch gegen uns. Verdammt normal. Ja, Johannesson war da nicht gerade wachsam. Zu Recht später auch ausgewechselt worden. Graf Vandenberg verteidigt das Ganze auch recht unbeholfen, und der Ball landet im Tor. Da brauchen wir uns auch nicht zu wundern. Ich habe mir auch keine großen Hoffnungen gemacht. Ich meine, an und für sich verstehen wir uns nicht falsch. Ich war froh, gestern im Stadion gewesen zu sein. Ich bin gerne in unserem Stadion. Es war eine super Atmosphäre. Auch mit ein paar BVB-Fans nette Berührungspunkte gehabt. Die waren auch korrekt gestern. Direkt mal, was die Ereignisse in den jeweiligen Kurven angeht. Ich fand es halt endlich mal wieder beeindruckend zu sehen, dass beide Ränge voll sind mit Gästefans. War ja gegen Hoffenheim und Red Bull jetzt nicht gerade der Fall. Das haben auch viele direkt angemerkt. Schön waren die Banner. Geisbockheim erhalten als Heimat des 1. FC Köln. Solche Banner waren zu sehen. Gab auch später die entsprechenden Wechselgesänge gegen den DFB. Die sind für mich auch rein nachvollziehbar gewesen. Auch das zweite Tor in der zweiten Halbzeit haben wir zu Recht kassiert. Wir hatten nochmal Glück, dass wir nicht noch einen Elfmeter bekommen haben. Gegen uns selbstverständlich. Aber Özkacar, der zuvor eingewechselt wurde, trifft dann noch rechtzeitig den Ball. Da ist natürlich der VAR Gott sei Dank zur Stelle gewesen. Wobei, was heißt hier Gott sei Dank? Ich sag ganz ehrlich, bei den ganzen Blödsinn, der mittlerweile durch den VAR, den man nach wie vor widerlegen kann, den man nach wie vor in Frage stellen kann, weil er einfach nicht unfehlbar ist. Und das ist das Schlimme an diesem Schwachsinnssystem. Er ist ja gar nicht mal unfehlbar. Da sag ich ganz ehrlich, da hätte ich lieber den Elfmeter kassiert, dann wäre das Ganze noch in einer gewissen Form menschlich gewesen, aber Menschlichkeit wird ja heutzutage nicht mehr zugelassen. Man versucht da immer wieder, die Schiedsrichter zu schützen, die auch schon in den Jahrzehnten zuvor die ein oder anderen merkwürdigen Entscheidungen getroffen haben. Aber wenn der VAR hinterher so ein Blödsinn veranstaltet, wozu brauchen wir den dann noch? Bevor wir dann zu dieser strittigen Szene kommen, muss ich auch noch sagen, Kaminski hat gestern eine richtig tolle Leistung abgeliefert. War auch schön, dass er mal wieder getroffen hat. Dieses 2-1, sage ich ganz ehrlich, hat mir zwar jetzt nicht unbedingt Hoffnung gemacht, dass da noch der Ausgleich zwangsläufig fallen könnte, aber sie haben es versucht. Also man muss schon sagen, so sehr man Kwasniok kritisiert, auch zu Recht, ganz klar, ich sage auch ganz ehrlich, die Punkte kommen nicht, und das Geschäft ist nun mal so, dass er auf der Kippe stehen wird. Das wird auf jeden Fall der Fall sein, wenn wir nicht in den nächsten beiden Spielen nicht mindestens 1
gewinnen. Aber was auch immer er in der Kabine gesagt hat, es hat irgendwie funktioniert, dass sie noch wirklich alles versucht haben. Gestern fand ich auch die Leistung von Youssoufa Niang beeindruckend. War zwar überrascht, dass er von Anfang an spielt. Nächste Woche stehen uns auch wieder so einige Wechsel in der Startelf bevor, nachdem was gestern alles passiert ist, nachdem wir auch in der Abwehr schon wieder dezimiert sind. Es gab einige schöne Versuche von ihm, ein Tor zu erzielen, aber nun ja, hat zwar nicht geklappt, aber man kann ihn gerne öfter einsetzen. Said Elmalah, muss ich leider sagen, war gestern nicht gerade beeindruckend. Es gab in der ersten Halbzeit ein paar interessante Szenen von ihm. Ein Kumpel von mir meinte, er soll mal andere Schuhe tragen, so oft wie er gestern ausgerutscht ist oder sich verstolpert hat. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Vielleicht wird er dann wieder an seine alten Leistungen anknüpfen können, wobei der Junge ist ja noch recht jung. Wer weiß, er ist ja mein Lieblingsspieler, aber wenn dann halt mal etwas mir negativ auffällt, möchte ich meine Augen davor nicht verschließen. Ein bisschen ist er schon in einem Formtief. Da ich ja jetzt hier nicht großartig das ganze Spiel sezieren möchte, komme ich mal direkt zu der strittigen Szene. Der Ball landet im Dortmunder Strafraum und Jan Kuto oder Kotu, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, im Sportstudio sagen sie Kaut, da weiß ich auch noch nicht mal, ob das irgendwie falsch ist, streckt seinen Arm aus, Ball landet auf seinen Arm und nichts passiert. Gar nichts passiert. Alle heben ihre Hände, alle im Stadion rasten aus, haben ein eindeutiges Handspiel gesehen und auch später, wie gesagt, im Sportstudio sagt das sogar selber Niko Kovac und auch Lars Ricken. Ja, das hätte Elfmeter geben müssen. Vom Gegner, die Funktionäre sagen, wir hätten einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Ich sag jetzt nicht, dass der 100% reingegangen wäre, aber das war die Chance auf den Ausgleich und die wurde uns gestern genommen. Und ich frage mich, was hat dieser Videoassistent, was hat er denn in dem Moment gemacht? Hat er sich an den Eiern gekratzt? War er mal kurz scheißen? Was hat er gemacht? Oder wollte er einfach den FC verlieren sehen? Und wenn wir an so einem Punkt sind, dass dieser Videoassistent nicht unfehlbar ist und nicht widerlegbar ist, wozu brauchen wir das Ganze noch? Ey Leute, ich war mal zwischendurch, weil ich ja jetzt wochenlang nicht zum FC konnte. Ich war im Mittelrhein-Pokal, Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Hab da ein bisschen der Fortuna die Daumen gedrückt, weil sonst kommst du ja nie zum Fußball bei meinem Job. Das war angenehm, dass es alles nur vom Schiedsrichter abhing, dass da kein VAR sich eingeschaltet hat, dass das Spiel nicht unnötig in die Länge gezogen wurde. Wenn das Ding nicht unfehlbar ist, wenn das Ding nicht 100%ige Entscheidungen trifft, und zwar durchgehend, nicht nur in manchen Situationen im Spiel, dann macht das keinen Sinn, da gibt es keine Daseinsberechtigung. Und das ist das Problem, das ich damit habe. Es hat keine Daseinsberechtigung, wenn es nicht unfehlbar ist. Denn wenn wir fehlbare Schiedsrichter haben möchten, dann brauchen wir auch keinen Videoassistenten, dann kann der Herr das selber alleine regeln. Doch stattdessen missbraucht man den Videoassistenten mehr oder weniger als seinen Bodyguard im Hintergrund. Seinen digitalen Bodyguard, der gar nichts bringt. Ganz ehrlich, Fußball macht so keinen Spaß mehr. Macht wirklich so keinen Spaß mehr. Da gehe ich lieber Amateurfußball gucken. Aber gut, was laber ich? Am Ende zieht es uns sowieso wieder zum FC in den Profifußball letzten Endes. Und wir stehen wieder da, mitten im Abstiegskampf, müssen wieder heute gucken, was macht Werder Bremen. Zum Glück hat gestern Wolfsburg verloren, aber gegen unseren kommenden Gegner. Und das ist auch wieder die Frage, wie stark sind die dann gegen uns? Wir sind jetzt richtig mitten in den Abstiegskampf gerutscht. Und wir können froh sein, dass 2 Mannschaften aktuell auf den festen Abstiegsplätzen feststecken. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Relegation, wow, richtig schwer mit dieser Mannschaft. Nicht, dass diese Mannschaft komplett schlecht ist, aber richtig schwer, was so die Mentalität angeht. Sie kämpft sich zurück, das stimmt schon. Sie kämpfen, das muss man ihnen lassen. Aber machen unsere Nerven das mit? Schwierig zu sagen, sage ich ganz ehrlich. Also das wird nächste Woche richtig schwer. Ich meine, von meinem geistigen Auge, jetzt wo ein Ex-Spieler gegen uns getroffen hat, kommt das auch noch so ein Szenario, dass kurz vor Schluss Damien Downs eingewechselt wird und auch noch gegen uns trifft. Solche Szenarien gehen mir dann nächste Woche durch den Kopf. Dieser eine Punkt, den habe ich nicht erwartet, aber wir hatten die Chance darauf. Das hat uns dieser Videoassistent weggenommen, weil er nichts gemacht hat. Das ist im Prinzip fahrlässig. Dafür kriegst du normalerweise eine Abmahnung in jedem anderen Job. Er hat seinen Job gestern nicht zu 100% erfüllt. Er hat wahrscheinlich vorzeitig Feierabend gemacht, hat sich gedacht, komm, das Spiel ist gelaufen, da gucke ich gar nicht mehr da drauf. Ich würde mal gerne die Begründungen hören. Aber auch der Schiedsrichter selber hat mir gestern nicht gefallen. Überhaupt gar nicht. Er wirkte sehr unbeholfen und auch nicht gerade unparteiisch. Aber gut, die Dortmunder können sich darüber freuen, dass die Champions League schon fast sicher ist. Ich als Dortmunder, also wäre ich Dortmunder, ich würde mir da jetzt keine großartigen Hoffnungen machen, dass die Bayern noch so straucheln, dass diese 11 Punkte oder wie viel Abstand das ist, überhaupt noch eingeholt werden. Ändert ja trotzdem nichts an meiner Sympathie für Dortmund. Das ändert trotzdem nichts daran. Aber die können sich über ein Geschenk freuen. Die 2 Tore sind selbst auf jeden Fall erzielt worden, aber die rote Karte war ein Geschenk, weil ich sage ganz ehrlich, da kannst du 5 gerade sein lassen. Da kannst du auch mal
einfach nur bei Gelb bleiben. Und über diesen nicht gegebenen Elfmeter können sie sich auch freuen. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt lieber hier gesessen und hätte gesagt, okay, wir haben scheiße gespielt. Ja, okay, was willst du machen? Wir haben halt verloren. Musst du halt akzeptieren und so weiter. Aber nicht, wenn du noch eine Chance auf einen Ausgleich hattest. Klar, eine überraschende Chance, weil das Tor von Kaminski kam für mich aus dem Nichts. Aber es wäre eine Chance gewesen. Deswegen mein Plädoyer am Schluss ist einfach, schafft die VAR ab. Schafft die einfach ab. Es macht keinen Sinn mehr. Wenn wir jedes Mal darüber diskutieren müssen. Nicht nur hier in Köln, sondern auch in anderen Orten, auch weltweit. Schafft ihn ab oder passt ihn 100% an, dass er überhaupt nicht mehr widerlegbar ist. In keinster Weise. Dass der Schiedsrichter auch nicht 1000 gefühlte Minuten danach gucken muss, sondern es ganz klar ist, wir haben es gesehen, hier ist die Szene, wir präsentieren es dir in einer Grafik, du musst das jetzt zurücknehmen oder du musst das jetzt ändern. Und nicht irgendwie fadenscheinige Menschlichkeit mit reinbringen. Das ist doch alles nur Show. Das ist doch alles absoluter Schwachsinn. Das macht doch so keinen Sinn mehr. Der VAR ist ein Rückschritt für den Fußball. Ich finde es natürlich ein bisschen merkwürdig, dass er im Basketball so gut funktioniert. Was macht man hier falsch? Keine Ahnung. Im Basketball wird das nie angefochten, aber muss ich mir mal so eine Partie mal ganz akribisch zu Gemüte fügen, damit ich das begreife. Schauen wir mal, was nächste Woche wird. Es ist ja schließlich unser Mitaufsteiger. Es ist eine Mannschaft, die unserer Kragenweite entspricht. Gegen die müssen wir auf jeden Fall unsere Punkte holen. Das gestern wäre ein Überraschungspunkt gewesen, aber die Chance darauf wurde uns genommen. Und das ist eine Schweinerei. Ja, und ich hoffe natürlich, dass Michael Trippel, der gestern recht emotional reagiert hatte, auf die rote Karte hieß es dann, pfui, widerlich, über die Stadionlautsprecher. Dann am Ende hat er auch noch, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, allen mitgeteilt, das war ganz klar ein Elfmeter, der nicht gepfiffen wurde. Es soll wohl Konsequenzen geben. Ich hoffe, dass diese Konsequenzen nicht bedeuten, dass er irgendwie auf längere Zeit lang nicht mehr arbeiten darf oder dass er vielleicht sogar sagt, ihr könnt mich mal, ich erkläre jetzt meinen Rücktritt, bitte Herr Trippel, falls Sie das sehen, machen Sie es nicht, Sie sind der beste Stadionsprecher Deutschlands. Und bevor die Dortmunder jetzt hier schreiben, nein, das ist Norbert Dickel, mindestens ist Norbert Dickel in den Top 3 oder mindestens den Top 5 Stadionsprecher. Ich beschäftige mich mit dem Thema, aber keine Sorge, Norbert Dickel ist auch ein verdammt guter Stadionsprecher, aber für mich ist diese imposante Stimme von Michael Trippel ein absolutes Update geworden, als er dann 1999 seinen Dienst angetreten hatte. Das ist für mich eine absolute Identifikationsfigur, das ist ein Star des Vereins für mich. Eine absolute Konstante will ich nicht missen. Ich hoffe, auch wenn ich davon ausgehe, dass die Sperre nicht allzu lange dauern wird, weil ich gehe davon aus, dass es eine Sperre geben wird oder vielleicht eine Geldstrafe, keine Ahnung. Ach man, ich finde das sowas von ärgerlich, überhaupt über so etwas sprechen zu müssen. Ich wäre ehrlich gesagt damit einverstanden gewesen, wenn das einfach eine ganz klare Niederlage gewesen wäre und wir uns das eingestehen müssen und nicht irgendwie über Ungerechtigkeiten sprechen müssen. Aber das müssen wir leider, weil der Videoassistent ist nicht gerecht und hat dadurch seine Daseinsberechtigung verloren. Aber wie gesagt, ich mache das Ganze eher aus einer emotionalen Sicht. Ich war ja gestern auch im Stadion, deswegen sieht man das natürlich auch aus einer etwas anderen Perspektive. Aber wenn du halt hinterher im Sportstudio siehst, das war ein ganz klarer Elfmeter, dann fühlst du dich halt um eine Chance beraubt. Ja, und das sind meine Gedanken zu diesem Spieltag. Gucken wir gleich mal, was Bremen macht. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir nicht allzu nahe kommen an diese Relegations- und Abstiegszone. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.